Die Abenteuer von Fire Emblem Fates gehen heute nicht in eine neue Runde, nö, eher in eine, die wir bereits im letzten Part begonnen haben, und zwar eine DLC-Mission, die, naja, man erstmal wissen muss, wa? Und zwar hier, royale Kräfte, das ja eigentlich, ja, taktisch noch interessant ist. So, man kann alles bereits überspringen, wir kennen es ja. So, was habe ich jetzt gesagt? Genau, es ist so, wir können ein Team auswählen. Quasi, ja, der Anführer halt, das spricht jetzt hier im Beispiel Ryoma plus mit seinen 2 Bediensteten. Das ist natürlich alles cool, keine Frage. Problem ist halt, wer wäre da am besten geeignet? Da hat er schon an Sakura. Team Sakura, weil sie kann ja auch den Gegner noch, ja, dann natürlich noch Heilstäbe, logischerweise. Rest hat es eigentlich nicht. Zum Beispiel, zumindest hier nicht. Team Ryoma keine. Hinoka, Takumi, alles nicht. Sakura kann natürlich auch noch andere Einheiten, ja, dann hinter Magie einzusetzen. Okay, ist cool, aber sie kann jetzt so weit laufen und die meisten dann doch eher keine Magie anwenden, sondern halt physische. So mit Äxten, Lanzen, Schwertern. Deswegen finde ich das Team Elise besser. Elise kann auch weiter marschieren, ne? Sie kann trotzdem angreifen mit Magie, okay. Und sie kann Gegner auch einfrieren. Ich denke daher, Team Elise hat, wie ich glaube, die größte Chance hier. Soweit dazu. Dann mal gucken, wer wäre in der Nähe? Wir haben hier wieder eine Ader zum Klonen, sehr gut. Wir haben hier aber auch mehrere Gegner, das ist natürlich scheiße. Die Frage ist, wer kommt hier alles? Ich würde trotzdem nach hier unten gehen und dann mal gucken. Ich glaube, am ehesten kämen die hier, aber... Ich markiere jetzt mal die stärksten von ihnen. Die generell Reinigungsroute. Gut, ich habe im Prinzip ja auch einen Heiler mit Asama. Aber trotzdem, wenn da irgendwie einer kommt, der sie jetzt einfriert, ist auch wieder doof. Eine andere Variante war Team Hinoka. Wenn du halt nur 3 Einheiten hast. Ich meine, hier haben wir, ja, und ins Grimoire, okay, gute Magieanwender. Ja, sowieso, sogar Nordklinge noch. Jetzt sind die Donnerschwert besser. Und Niles mit dem Bogen. Ja, ist auch alles cool, aber... Ja. Ja. Das ist unbedingt so das Wahre, war. So, aufgepasst nach Bo-Schuriken. Da wäre sowieso ein bisschen doof, weil da hat er 2 Ninja bei sich. Bei der Schuriken, wenn du da was zum Kontern hast, ja, tschüss. Bloß ein Ryoma, der hat keine Magie, also keine Resistenz, auch tschüss. Insofern, Grab unpassierbar, nicht schlecht. Also dann, soweit zum Ziel. Ich würde mal sagen, ja, also mit der Ryoma Problem mit Effi, ja. Geht trotzdem mal hier durch. Ich mache die Muschelflöte hier. Dann plus 4, okay. Asura Salbe. Hallo. So. Bei ihr ist natürlich genial, sie als General kann nur einmal angegriffen werden. Das muss ich eigentlich auch noch ausnutzen. Da haben wir natürlich noch Glückwasser. Nee, warte mal. Was, Magie? Resistenz sammeln. Ja, das ist auch ganz gut. Ich habe auch Takumi als... Na, wobei Takumi anlocken wäre gar nicht mal so schlecht. Dann gehe ich dahin. Ja, warum nicht, wa? Lock mal Takumi an, kann man überhaupt dahin... kommt gar nicht hin, wa? Berg, ne, sie kommt auf den Berg. Mal ganz kurz, kombinieren doch mal. Das ist nur für einen Zug, das ist ein bisschen doof. Ich mache hier einen Wechsel, weil ich etwa so 2 Felder brauche. Warte mal, hä? Also, das ist natürlich ein Problem, sie kommt direkt hin. Fujin-Yumi haben wir nicht direkt. Okay, sie hat aber sowieso Boro Speer. Das heißt, wechseln muss trotzdem sein. Er hat auch relativ viel Defense. Haben wir hier Arthurs Axt, jo. Wenn er nicht trifft, ja, Pech gehabt. Trotzdem noch. Was hat er erhöhen? Ja, hat es grausam gebracht, okay.
Gucken wir mal ganz kurz, was jetzt passiert. Meine Strategie einigermaßen... gut, die Crit-Chance. Hey, alter Schwede. So viel zum Thema Crit-Chance. Toll, sie kritet, obwohl ich blocke. Das kann man zu erwarten. Wenn ich jetzt mit Arthur hier direkt mal klone, können beide einzeln angreifen, war? Der eine hier, der andere da oben. Wäre als Teamkombi gar nicht mal so schlecht. Problem ist aber jetzt natürlich hier 3 Gegner, wa? Da ist jetzt für Elise alleine ein bisschen doof. Ah, sie kann sie gar nicht auslösen, stimmt ja. Das ist ein Drachenader. Der kann nur Elise machen. Oh oh. Oh 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 oh. Wir machen jetzt gegen 3 Gegner, wa? Der Buch ist sowieso schon fast down, ja, okay. So, in Effin wäre die Futsch. Was mache ich mit Elise? Die hat verdammt überhaupt nichts, wenn da Hinata kommt, bin ich weg vom Fenster. Kann natürlich schon einfrieren, das wäre gar kein Problem. Oder zumindest nicht, aber... Oh, ja, Takumi killen und abhauen. Ich darf nichts treffen. Yes, it's this way. Lass mal ganz kurz gucken. Ja, einer von beiden war tot. Okay, was machen wir hier machen? Nee. Aber ich bin schneller, ja schön. Da bringt natürlich relativ viel. Dann kommt der wieder sowieso nicht treffen. Scheiße, brauche Elise noch. Klon geht auch nicht. Oh oh. Wald wegen der... Nee, ich gehe auch mal hier hin. So, dann block ich ja. Ja, mach nur, ich block ja. Ho, 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 ho. Alter, die Trefferquote, obwohl ich Effis Lanze habe. Mit dem habe ich keine Chance, da treffe ich nix. Mit der Kombi könnte es funktionieren. Nee, niemals so im Leben. Wenn ich es so mache, schon besser. Aber ich bräuchte eigentlich noch... Ich könnte natürlich... Was? Kann ich nicht hin? Dein fucking Ernst jetzt? So, frieren wir ganz kurz ein. Zack. Weil ich kann nur noch hier angreifen, war. Okay. Kann ich immer noch mit Effi hier hoch. Dann wieder ablocken. Mann, ey, dass nichts trifft. Geht doch endlich mal. Dreifachhieb. Das ist natürlich eine nette Fähigkeit, wenn man einfach mal so raushaut. Ey, das ist kacke schwer.
Nee, Freunde, bringt so auch nichts. Ich muss direkt... Das geht nicht anders, ich muss direkt klonen. Weil ich habe sonst viel zu wenige Einheiten, muss ständig wieder verstecken und so weiter. Nee, da bringt gar nichts. Ich muss das ständig machen. Ja, komm, in die Elise kann ich sowieso vergessen. Ne, wenn wir versuchen, alle durchzubringen. Alter, macht der einen Schaden, obwohl sie doch so viel Verteidigung hätte. Ja, bringt nichts. Ich muss sofort... Also die Strategie mit Team Elise, die klappt ja. Ist gar nicht mal so doof. Vor allem dank Einfrieren ist... Ja, das klappt eigentlich gut, wie ich finde. Game over. Ich will das Kapitel neu starten. Keine Sorge, wir machen es nur noch dieses Mal, also in diesem Part noch das Kapitel. Wenn es nicht klappt, haben wir Pech gehabt, machen wir den nächsten Part, ein anderes Kapitel, DLC-mäßig. Und wir gucken sonst mal, wie ich da eine bessere Strategie überlegen kann. Offscreen halten, da ganz nochmal irgendwie durchtesten, wenn es klappt, okay. Machen wir es nochmal. Ja, DLC ist jetzt halt vom ersten Mal, geht es mir darum, ein bisschen zu testen. Wie es genau aussehen könnte, was die Strategie wäre und dann irgendwie kriegen wir schon hin. Ist ja da kein Problem. Aber im Team Hinoka wäre halt auch eine Variante, sich gerade. Andererseits ist er bereits gedoppelt. Okay, ist er relativ schnell, sie kann gut angreifen, sie hält magisch viel aus. Ja, da ist gerade relativ schnell klonen, der andere heilt immer wieder. Also Team Hinoka wäre durchaus eine Variante, aber versuch's nochmal ganz kurz mit Elise. Wenn es nicht klappt, wissen wir, was im nächsten Part dran ist. Nächsten Part, nächsten Zug dann. So. Jetzt mache ich hier halt Kombi. Weil die Idee, dass ich halt... Ja. Doch, kann es so sagen, dass ich halt Elise und Effi zweimal hätte, ist halt schon eng geil. Da kann man hier immer noch anlocken. So, Blockiergegner Einzug. Das ist eigentlich auch geil. Ja, da muss ich wirklich dann machen, wenn ich halt bereits in Reichweite bin, wa? Und dann doppelt angreifen. Achso, von Arthur jetzt auch plötzlich. Hä? In Reichweite war das? Okay, wieder was gelernt. Blockiert hier für einen Zug, der muss ich direkt angreifen. Also direkt alle in Stellung bringen. Jo, das bringt's voll. Theoretisch nicht unbedingt so zu empfehlen. Das hingegen schon. Den Crit will man sich lieber. Als hier deine Lieblingssonne. Jetzt kann ich wieder mit der Sonne, hey. Er muss halt treffen, sonst trägt er tot. Das ist doch scheiße, hey. So, den nur für einen Zug gewesen. Genau so. Wie sieht's denn jetzt aus? Wenn ich jetzt zum Beispiel mal sage, hey, hey, hallo Bruderherz. Oh. Ich habe die beste aller Chancen. Alter, nur 9 und... Was macht ihr hier denn überhaupt? Wie kann nur so eine scheiß Trefferquote haben? Muss eigentlich verboten werden, ganz ehrlich. 94% ausgewichen. Boah. Das DLC, hey, wir haben noch richtig Kopfschmerzen bereiten. Ich sehe es jetzt schon kommen.
Du meinst einen Tomahawk. Klingenblech wäre ja geil, wa? Stand down! Ja, jetzt kommt dieser scheiß Dreifachhieb wieder. Der mir sowieso wie sonst nichts auf die Nerven geht. Das ist halt die Frage, war wen kill ich jetzt aufs Nummer sicher? War klar, dass es nicht reichen wird. Super, super, super scheiße. Der wieder verkackt. Wieder verkackt aus dem Grund. Der Renate hätte eigentlich ihn einfrieren müssen. Mit ihr zum Beispiel. Hätte mich in Ruhe um Takumi kümmern können. Und jetzt hieß sogar hier, ja, das wäre jetzt eigentlich perfekt gewesen. Aber nö, ich bin natürlich so ein Idiot und sage mir, oh, ist mir scheißegal, ich greife sofort an, ohne groß nachzudenken. Versteht sich. Ja, tun nur noch ein Wunder helfen. Aber trotzdem, die Idee an und für sich war gut. Das muss man einfach mal so sagen. Man kann ja natürlich auch ein bisschen Schwein haben. Du hast ja grandios viel Schwein. Ach du Scheiße. Wie ist das denn jetzt passiert? Ich glaube, zum Thema ein bisschen Schwein muss sein, oder gar ein bisschen sehr viel Schwein. Was aber auch sein muss, das sieht man schon richtig. Jetzt ist natürlich im Wald drin. Doof, wieso nicht? Ich muss ihn lassen. So, komm, einer von euch. Wir haben so viele Angriffe, jetzt einer von euch wird schon treffen. Geht doch. Ewig ausweichen konnte er nicht. Okay, dann würde ich sagen, nächstes Mal hier angreifen. Problem mit Ragnarök, ja, wobei, da hat es nicht so viel Schaden mit 14, da geht eigentlich. Camillas Axt muss in Reichweite machen. Sie kommt nicht so weit. Selene hat zwar einen Bogen, aber da bringt man es auch nicht sehr viel, man muss uns so Angst haben. Jo. Oder eigentlich mit ihr noch die Resistenz erhöhen, wa? Ja, wäre durchaus zu empfehlen. Aber noch mal einen Zug. Kann man ganz kurz warten. Aber nicht zu lange warten. Jetzt haben wir Tsubaki als Gegner. Das ist natürlich scheiße. Schweigen bringt nicht viel, außer wollen sie einen Elise machen. Okay. Ja, wenn man sagen, wir holen Tsubaki runter. Warte mal, was mache ich da am besten? So, Versuch mit erhöhten Crit-Chance. Dann war es noch für einen Zug. Dann sparen wir lieber noch ein bisschen auf. Jo. Meine Fresse, hey. Ja, treffen muss man können. Warum ist halt direkt so? Sehr schön. Wenn ihr schon kommt, machen wir mit euch noch einen kurzen Prozess. Kann man gerade auch mehrmals klonen? Natürlich voll getroffen.
triffst auch direkt beide. Natürlich mal jetzt mal interessant. Was für ein Scheiß, ey. So, Silber-Yumi. Ist natürlich scheiße. Hä? Ja, machen wir es so, wa? Okay, das ist auch nicht geil. Mit der Defense, wa? Haben wir jetzt weniger Sorgen. Nee, komm, die haben so viele Fähigkeiten, das wird schon gut gehen. Ernsthaft, jetzt, sie kommt so weit plötzlich. Scheiße. Also das Grab ist unpassierbar, wa? Tja, wieder verkackt, so wie es aussieht, weil Elise wird das niemals überleben. Das ist ja schnell genug, aber Hanna, wenn die richtig hinhaut... Oh. Das darf ständig boosten. Dann sag ich mal, Schwein gehabt. Sag mal, wieso graben die sich eigentlich gegenseitig an? Ich dachte, wäre Battle Royale mäßig. War offenbar falsch gedacht. Da braucht die jetzt gar keinen Bock. %, nur Trefferchance. Ja, leg mich doch am Arsch. Problem ist als Doppelkatana, wir kennen das Drecksteil. Nö, mach nicht mehr mit. Ich hau hier ab. Achso, mich selber heilen geht gar nicht, das ist natürlich nett. Erstmal richtig nett, Freunde, wa? Selber heilen geht nicht. Oh, 0 Trefferchance. Dass sowas überhaupt geht, wundert mich ja. Ganz ehrlich, Leute, gehen wir ein bisschen auf den Sack. Irgendwie mal ein bisschen einfrieren hier. Was? Nicht weit genug, was wir verarschen? Ach, damit ich die auch treffe. Ja, aber triff erstmal. Ja, sorry, ich dachte ursprünglich, wenn der Battle Royale mäßig jetzt heißt plötzlich irgendwie, ja, die greifen halt alle miteinander, ist doch egal. Dann sage ich mir doch einfach, nö, ist nicht egal. Das ist wahrhaftig so verdammt scheiße. Ich muss eigentlich nur Liu einfrieren. Tomahawk, aber eine doppelte Chance, war. Ich trifft er sowieso nie. Lange doppelt. Natürlich. Es bockt zwar jetzt sowieso ab.
Wie lange muss ich denn ran, damit es klappt, hä? So, Leo einfrieren bitte. Dankeschön. Jetzt bin ich ja eigentlich soweit safe. Theoretisch. Das, wie gesagt, kann ich mir abschminken. Gerne eigentlich mit dem Tomahawk angreifen. Bitte kritte mal! Oh. Noch nicht, sondern du willst kritten! Mann, Null Schaden ist null Schaden, bringt nix. Du kriegst die Krise, hey, ganz ehrlich. Ich wollte gerade sagen, wieso greift sie eigentlich ihn an, aber das ist eigentlich klar. Wegen Kritten. Toll, jetzt bin ich da hier angelandet. Oh, das ist doch... Das können wir vergessen, Freunde. Können wir vergessen, das Kapitel. Ich sehe es einfach nicht ein, wie ich da am besten durchdringen soll. Ich meine, da denke ich mir so eine super Strategie aus, auch mit dem Klon und so weiter. Und dann ist irgendwie doch alles so scheiße. Und in das natürlich verbünden muss ich jetzt gar nicht, weil von der Geschichte her ist es so, der Beste soll gewinnen. Ja toll, das heißt für mich, dass alle gegeneinander fighten. Battle Royale mäßig, fertig. Sind aber hier eigentlich auch zwei feindliche Armeen, oder? Aber es ist wohl... Ja, sie sind natürlich definitiv nicht aus Nur, im Gegensatz zu denen hier. Also sprich, Sakura und Leo müssen sich eigentlich auch bekämpfen. Das vielleicht nur und dann nicht bekämpft, okay, damit könnte ich jetzt noch leben, theoretisch. Aber so nicht klappt, nee, sorry. Aber dann wieder das Spiel einfach Informationen vorenthalten. Und das... Ich sag's mal so, bei Vermächtnis hatten wir eigentlich kaum Probleme damit, bei Offenbarung bisher eigentlich auch weniger. Aber Herrschaft ist das so verdammt kacke, wie das Spiel einfach ständig nur sagt, nö, die Information hattest du halt nicht, Pech gehabt. Ich glaube echt, die muss ja einfach... Keine Ahnung, was er da am besten machen sollte. Noch mehr klonen, was? Weil einen ausgelöscht habe, halt sagen, okay, nächste ist mir jetzt scheißegal, ich klone noch mehr und noch mehr und noch mehr, was überhaupt gehen würde. Das ist die andere Frage. Klongruppe, blockieren Gegner für einen Zug, ja, ja. Man kann natürlich immer noch abhauen hier, ja. Das ist ja eigentlich das kleinste Problem. Du sagst, nö, 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 nö. Toll, ich stand natürlich so wenig. Gut, das war mein Fehler jetzt. Aber trotzdem, so allgemein betrachtet, hä? Hier Berg, ja, so eine Schlucht war, hier kann ich jemanden einschließen quasi. Das wäre auch eine Idee gewesen. Also man sieht schon, es gäbe noch so viel, was man theoretisch machen könnte, theoretisch versuchen könnte. Ja, war klar, es hat funktioniert. Ne, komm, Freunde, ich beende hier. Im nächsten Part machen wir das andere Kapitel, DLC-mäßig, weil das ist mir zu doof. Ich musste echt erst alles halt oft wieder herausfinden, was kann man alles machen, was wäre die beste Strategie. Und dann so versuchen, weil aktuell, nach dem letzten Part dachte ich mir so, ja gut, jetzt weiß ich ja eigentlich, wie das mit dem Klon und so weiter funktioniert, und dass halt Magie und so weiter zu fehlen würden, wenn man halt so viel auf Angriff setzt, aber jetzt hier irgendwie und das gemacht. Ich glaube trotzdem nicht, weil es irgendwie Verbünde, was ich nicht wusste, dass es doch nicht Battle Royale mäßig ist und so weiter und so fort. Das ist, ja, nee, für die Strategie ist es total scheiße. Vor allem für ein Strategiespiel. Du musst von Anfang an alle Informationen haben, sonst gehst du doch bergab. Aber ja. Dann sage ich, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Nächster Part machen wir, also stammen wir nochmal vom Schloss aus, ist logisch. Dann halt das andere DLC und das machen wir irgendwann anders mal, wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine Strategie raus, die funktionieren könnte. Im Theoretisch natürlich das noch Variante mit Hinoka. Weil sie hält natürlich Verteidigung weniger, aber generell hält sie halt verteidigungsmäßig auch noch einiges aus, plus Resistenz. Sie ist schnell, sie ist stark mit dem Speer.
Kann sogar magisch angreifen. Okay, mit nur 12 Punkten, die sind doof, aber trotzdem. Ich hätte sie noch. Okay, ich habe ihn noch, der heilen kann. Noch angreifen kann sogar beides. Ich muss echt mal testen, was sogar mehrmals klonen könnte. Aber ja, wichtige Erkenntnis, es ist keine Battle Royale, müssen das von alleine gestellt. Insofern sehr, sehr interessant. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis nächstes Mal. Ciao zusammen.